Guten Morgen tegen alle. Ik heet jullie alle hartelijk welkom. En zoals je weten, we hebben da een paar Mal inzwischen eine Aufgebreitung von unserer Beipredigt. Wir sind über das 7. Part. Und überall, wo du war, drei abhecken in Matthäus 5, Vers 9. Und das ist die 7. Seiligpreisung, was Jesus da uitsprach. En zo van der weil wir Matthäus 4, Vers 9 aus der Tagesbrot. So, wenn je in der Bibel da haben, Matthäus 4, Vers 9. Und Jesus sagt, seilig sind die du Frieden merken. Und die waren Gott seine Kinder. Und hier will ich haben, glaube ich, einheitlich aufmerksam sein. Das sage ich hier in der plottische Version, das sage ich, da waren Gott seine Kinder heuten. Und die wörtlich sagt, dass Gott seine sehnt. Und Lothar war wieder ein bisschen benannt hier, was von Unterschied ist zwischen Sehens und zwischen Kinder. Aber die wörtliche Übersetzung sagt, die waren Gott seine Sehns genannt worden. So, mit dort im Sinn, weil wir uns aufnehmen, weil wir mit dem Gebet anfangen. Lieber gerechter Vater, wir kommen verdienen, wir danken dir für diese Morgenstunde. Und dass du uns immer wahre, nie Kraft gibst in die Worten zu kicken. Und Herr, dass du das Verlangen wirkst in uns. Und Herr, ich weiß, dass keiner von uns hat das jemals gefangen in sich selbst, bis mal in den Worten zu kicken. Aber Herr, du das bist du in der Arbeit gewesen. Du hast von vielen Kindern gemerkt. Du hast von Sünder, was ich selbst nicht halten kann, da hast du gehalten, da hast du geraten, da hast du deine Kinder gemerkt, Herr. Machst du in Ewigkeit dafür gelobt werden. Und Herr, machst du dann ganz besonders nie in dieser Morgenstunde mit jedem einen von uns sein. Machst du mir geben zu reden, dass du das was geredet haben. Und Herr, machst du in jedem einen in den Harten wirken. Und in jedem einen das offenbaren, was dein Wort zu sein hat. Und machst du das sein, wer das letzte Wort zu sein hat. Mach keine Klugheit von uns, du Mann sein. Mach alles, wer wir sein, die unser sein. Und von ganzen Harten aufmerksam sein, was dir uns was sein. Himmlischer Vater, machst du das geben in Jesus seinen Namen. Amen. So, wenn wir uns diese Seiligpreisung nun mit überkicken, und wir würden vielleicht, wenn wir das bis Gerol so hastig überlesen, da würden wir sagen, seilig sind die Frieden merken. Und dann würden wir vielleicht mal, wenn wir das bis gleichzeitig mit sein, da würden wir sagen, in 5 Minuten, dann haben wir ein paar Versen mehr nachgefangen in der Bibel. Und dann haben wir das ausgelacht, was das meint, und dann können wir bei dem nächsten Punkt gehen. Aber das ist hier das anders. Wenn wir Gebetsfall studieren, dann kommt da so viel von Tag, von einer einzigen Vers. Wenn das sagt, seilig sind die du Frieden merken. Die waren Gott seine Sehns genannt worden. Das sind Gott seine Sehns. Wenigstens wir wollten dort, wir sind hier in einer Welt, wo nicht so Schmuck ist. Wir sind in einer Welt, wo Aufrede ist, wo Jagd ist, wo du Streit und Sang, wo immer ist, wo wir handkicken tun, ist der Konflikt. Und was wir handkicken von dieser Farge, das ist nicht ein Eugebot, je kann Frieden merken, wenn je will. Das ist nicht, was das sagt. Das ist eine Abgabe. Das ist eine Abgabe von Gott. Wenn wir Gott seine Sehns sind, dann ist das aus einer Abgabe. Nicht aus wie will, wenn uns das jankert. Das ist eine Abgabe. Wenigstens, uns wird Gott die Wohl gegeben, als wir dann lieber würden wollen, irgendwas wo wohnen, auf einem anderen Erdball, wo dann noch nicht so ein Trouble ist als das. Die Gelegenheit haben wir uns nicht zu wählen. Wenigstens Gott will sich uns hier charakteriert, diese Troubles zu sagen. Man nur, was aufredlich mit uns wollen leben, man nur, was der Trouble mehr. Du, Jürgens, auf Gott uns heil sagt. Dort ja wir uns nicht wählen, der Sonne steht ja nicht, was wir uns würden wählen können, wo ich bis würde kann sagen, aber sag mal, bis wir mal all den Trouble in den Stich gehen. Und so schlag aus die Dinge auch sein. Das ist die einzige Welt,
wo wir boven te leben haben, was er uns in eine neue Welt anholt. Gott hat uns gleich eine andere Welt gegeben. Das ist die Welt. Krijgt nun verschlechtert sind. Aber was wir wollen checken ist, was meint Jesus damit? Was meint Jesus damit? Was ist ein Friedmerker? Aber was wir hier wollen sein, was hast du nicht mit gemeint? Mit dem, was der Fried merken. Was meint Jesus du nicht mit? Ein Friedmerker ist nicht so nah, was du bist, den Trouble in den Stich zu kommen. Bist dich so, bist verstärken von. Wings, so nah, was du würd, sich bloß den Konflikt in den Stich sein zu bringen, dort ist ein Pazifist. Was meint dort? Dort ist so nah, was du würd nicht wollen sein, nicht den Noba, der wird bloß, der wird jeder Vermutung, würde dort arg auch sein, der wird sogar sein, dass arg, wenn der Welt die Gesetz angibt, der wird even sein, dass arg, wenn Soldaten gehen Fried merken in ein anderes Land, wo bis arg ist, dort würde alle für arg sein. Das ist ein Pazifist. Was du denen zwei, oh, wir nicht antasten. Das ist nicht ein Friedmerker. In so einer Worte Prof Streiterie in den Stich zu kommen. Er will, ich will mich nicht streiten. Habe ich einmal so eine Jas gehört, wo er sagt, hey, wir wollen uns nicht streiten. Aber der will über uns, der will uns gute Meinung sein, aber wir wollen uns nicht streiten. Habe ich einmal uns dort bejagt. Ein Friedmerker ist nicht so einer, wo du sagst, oh, no, jetzt ich will mich streiten, und jetzt bist du ziehen. Wir sind keinmal fähig in der Bibel, dort wie von so einer Streiterie bis an Wachran. Dort wie an seinen Kopf in den Sand begraben, so ist die Straßen da. Die Straße, was für einen großen Kopf hat der? Das ist ein kleines Kopfchen, ein großes Tier. Und der hat seine Mut, wenn der ihn vorsitzt, dann begruft er Kopf in den Sand und läuft der hat sich verstärkt. Aber das ganze Tier erst noch. Das ist der Engländer sagt, bury our head in the sand. Erst dort, wo ein Friedmerker ist. Dort wir uns bloß schwimmen verstärken, uns Kopf in den Sand begruben. Und bis hupen, das Streit, das Konflikt, der wird nach dem Ende kommen. Weißt du was? Wenn wir das dort würden, dann der wie den Konflikt, bis du nach Luten Apparal, noch ein gerater Schneuball jaft. Das ist was wir tun, wenn wir uns wollen begruben, wenn wir uns wollen in den Stich bringen. Deswegen, wir sind so eine gutmeinende Menschen, wir wollen nicht Streit anreiten. Das meint nicht, das ist nicht, was das meint, ein Friedmerker sein. Dort wir würden, kreiten dann, dort kosten, was das kosten will, am bloß Frieden zu holen, dann gebe ich alles bei. Als dort ein Friedmerker. Habe ich die Freiheit, bloß alles abzugeben, wann dann mal Frieden ist. Weil proef dat mal mit jene Fien. Proef dat mal mit Fien, der wat jene Lohn wollen kommen annehmen. Und om nicht mit die zu jagen, weil wir bis alles abgeben. Die einen sich mehr und mehr und mehr tun, und schließlich die haben so weit in ihre Kontrolle, dass die nichts kann anfangen. Was der Paulus in so einer Sache steht, wenn du falsche Propheten kommen und die verdrehen das Evangelium, die bringen ein anderes Evangelium an, als er stellt am Frieden an mit dir, als er sich ja, er ist so ein friedlicher Mensch, okay, dann darf er bei, und darf er bei, und darf er bei, weil es wie wir alle an eine Einigkeit können sein. Aber das hat er anders. Warum muss ich Galater 1, Vers 6 bei 10 sagen? Warum muss einer aus einem Friedmerker bei für den Feind, aus wem er geprüft zu tun? Und so, er sagt, mir wundert dort,
Dat je den so schön verloren haben, da je durch Jesus Christus ihnen genug berufen haben, ein anderes Evangelium angenommen haben. Das hat sich eine Frieden merken, nicht? Du hast in Wirklichkeit kein anderes Evangelium. Die wurden verdreht und euer Schmerz von Deut, Christus in Evangelium verdreht. Wow. Das sind Friedensreden, nicht? Das ist eine Rede, die nicht mal Frieden merken zwischen einer Herde und der anderen, nicht? Und wenn wir als ein Engel von Himmel ein anderes Evangelium predigen sollen, als dort, was wir ihnen gepredigt haben, den wird verflucht sein. So als wir vorher gesagt haben, sei noch einmal, wenn irgendwer ein anderes Evangelium predigt, dort nicht mehr dort stammt, was wir ihnen gepredigt haben, der soll verflucht sein. Und ich höre mal, was der Tier davor sagt. Hier sieht dort so aus, wenn ich probe Menschen zu gefallen, oder Gott zu gefallen. Wenn ich den Menschen nach dem Gefallen lebe, dann kann ich nicht Christus in deiner sein. Wir wollen mal gucken, wie Paulus in Friedmerker. Wie heute ein Friedmerker, oder wie heute so, wo du bist am Streit erreicht. Wir sind über den Punkt, wo wir wollen gucken, was ist nicht ein Friedmerker. Und du wen kriegst das. Paulus, der gerutzt dort gehende. Als wat Menschen von der ersten Tag würden sagen, wir wollen bloß Frieden halten. Paulus, der gerutzt dort gehende. Er reut Anhell an. Er reut einen großen Anhell an. Indem, dass er du bestehen bleibt, ich will nicht Menschen zum Gefallen leben. Ich will Gott zum Gefallen leben. Und er wird ein ganz abbrecher Friedmaker, Peacemaker. Er wird ganz abrechtig und so. Die Person, was bloß ein bisschen über den Trouble überkicken dat, und dann der sich bloß von alles okay ist. Dort ist nicht ein Friedmerker. Da muss wir klar haben, dort ist nicht ein Friedmerker. Und das kann wie an Paulus sein. Er sagt diesen Trouble durch. Und er reut damit noch mehr Trouble an. Er macht das Wutter so viel ab, dass er zu sein wie was auf dem Baum ist. Wenn wir in Denk rein Wutter haben, bloß wenn der Mann sich gesagt hat, das Boven ab, wo das Wutter rein blieben, solange wir das nicht rühren dürfen. Aber wenn die wollen wissen, was wirklich in das Wutter ist, dann redet das Wutter mal. Dann kommt das nach, was du wirklich bist. Und was wir wollen klar machen ist, was wir wollen so klar durchstellen ist, was ist nicht ein Friedmerker. Und das ist, was wir gesagt haben. Dort, sondern was bloß überkickt, was sich bloß so der, er sitzt in Trouble, du nicht, oder er verstärkt sich, das ist kein Friedmerker. Dort kann ich nicht confusen. Mit der wirklichen Friedmerker. Was ist dann der wirkliche Friedmerker? Ein Friedmerker ist so, was du beschäftigt ist, und das beschäftigt, dass er will Frieden merken zwischen Gott und den Mensch. Das ist sein höchstes Ziel. Ein wirklich Friedmerker ist da, wer du versiegt, dass die Menschen Frieden sein zwischen Gott und den Mensch. Und auch, dass die Menschen Frieden haben untereinander. Aber die Hauptsache hier ist, dass sie Frieden haben mit Gott. Wo kostet dann Frieden mehr? Oder wo kann die Hauptsache sein, dass die zwischen den Menschen und Gott Frieden haben? Wenn Gott seinen gerechten Euer als gegen den stolzen Mensch, als gegen den Sünder, du hast auch Frieden zwischen. Der stolte Mensch, den stimmt das immer nicht, was Gott tut. Der hat immer eine bessere Idee als Gott. Und der hat einen Hut gegen Gott. Und ein wirklicher Friedmerker, der stellt dort durch, wer Gott ist.
der kommt so klar mit vandaag wer Gott ist. Und was so ein gerechter Gott wird nicht sollen tun, mit so einem Verbrecher als du. Aber die verdammt sonst was. Du kannst sie bloß Trouble arbeiten, of course I do. Weißt du, was wir tun? Wir tun dort Glas Wasser, was da boven so Schmack rein sitzt. Wir tun dort Rier. Dann dort vandaag kommt, was am Baum liegt. Dann dort vandaag kommt, was du unbein im Hart ist. Weet je wat, wenn dat unbein im Hart rein ist, dann haben wir das so rieren, als wir wollen, was rein bleibt. Das actually gut, dat rieren, war het nicht alt. Und so, Menschen, die du wollen, die sind gut heute, die du wollen, weil wir bis alle in Einigkeit wieder leben, und dat soll wie von der ersten Tag, was sehr in viele unmoralische Kirchen angeht, ich weiß nicht, muss wir überhaupt noch keine Kirchen nennen, und dat die am Friedenshaus nicht mehr wollen Sinn nehmen. Dat sie nicht Frieden merken. Wenn sie merken, den Euer von Gott, was noch Euer über die Menschen, die rieten sich Gott sein Euer, was noch Dollar tau. Wenn wir wollen dort, wo Gott so gehasst über ist, dort auf ein Gott zu halten. Und dort, wo Gott gut hat, dort auf ein Schlechten an. Wenn dort uns wach ist im Frieden mehr, und wir wollen mit allen Mann bitte sehr reingesonnen sein. Wenn dort uns wach ist, da war wir denken, was Johannes sagt. Wer du wünschst, Freund zu sein mit dieser Welt, der hat sich ein Feind gemerkt mit Gott. Aber wenn wir das Wort mal besäuen, was meint das? Was sagt er hier? Was sagt er hier von das Wort Friedmerker? Wenn sie von wo kommt das Wort her? Was brauchen die für ein Wort, wenn das redet von Fried? Das Wort in Hebräisch, das ist Shalom. Und das Wort, das brauchen die zum wem, was Gott wünschen. Das Wort, das brauchen die zum begrüßen. Das ist wie von der ersten Tag würden sagen, Hallo. Das Wort würden die auch brauchen zum einen Aufscheid nehmen. Und das Wort, das ist, wo wir an unseren Nächsten Gott wünschen. Du wünschst wieder Gesundheit, du wünschst wieder einen guten Erfolg, du wünschst wieder Frieden, du wünschst wieder, dass sie ganz und gar machen, ganz gefangen worden für Gott. Das ist Wholeness, würde wir mal sagen. Und so das ist das Wort, was die brauchen, was ein Hebräer braucht, zum wem was Gott wünschen. Wir sehen dort im 4. Mose, weil du mal haben, im 4. Mose 6, Vers 22 bis 24. Und das wir in sehen, was Aaron, dass wir von Gott festgeschrieben, wo er das Volk sehen soll. Und das Wort, was die dort brauchen, ist kriegt das, was die brauchen, Shalom. Du hast das nicht bloß, ich wünsche eigentlich, die können besser vorig werden. Das ist nicht nur, wir wünschen dir alles Beste, alles ein Reichtum, alles Gesundheit. Und wir müssen gucken, von wo die das hernehmen, was die damit meinen, wenn die sagen, Shalom. 4. Mose 6, Vers 22. Der Herr redet mit Moses und sagt, sei Aaron in seine Sehens, das ist, wo je der Israeliten den Sehen geben sollen. Sagte Am. Und in der 24. und 24. Vers. Mocht der Herr die Sehnen in Schutz geben. Mocht der Herr die mit Fried halten und gänzlich sein. Den ganzen Gottes Sehen. Das, was vom Wort Jesus hier braucht, wenn er sagt, soll ich sein, der Fried mehr. Und das Wort Fried kommt kriegt von das her, Shalom. Aber dann hast du noch ein Part von das Wort. Und das Wort ist, das sind zwei Typen gesagt. Shalom und Merker. Peacemaker. Oder der Friedmerker. Niemand wie kicken, erstens aus dort, wie Hand, diesen ganzen Sehen, diesen ganzen Fried,
En we moeten allemaal ontdekken dat das Fried, dat is der Fried, wat Gott sich auf uitgedacht. Aber dann sagt dat wir sind Friedmerker. Nicht? Wir sind nicht Friedwünscher. Hast du mal gedacht, dass ich wünsche die Fried? Und das ist, was Jesus hier sagt. Er sagt nicht, selig sind die Friedwünscher. Er sagt ja nicht, Friedhuper. Der wird bis hupen ab Fried. Er sagt ja nicht, Frieddrömer. Die träumen von Fried. Er sagt ja nicht mal, der Friedläufer. Der wird Friedläuven da. Der wird bis vom Frieden reden da. Das sage ich nicht. Dort sind die Friedvertaler. Ich meine, du würdest die Jehova-Zeichen kann vielleicht ein kleines Kredit vergeben. Sie sind Friedvertaler. Aber no, Jesus redet hier von einem Wort, dort ist ganz spezifisch. Und das Wort, was du gebraucht wird, dem dort Friedmerker sein, das ist eine hohe Uitdrukking. Dat is een strenge, dat is een bengende uitdrukking. Dit is zo'n wo on non gaan en pakken de aan en houden het vast en vieren het daar. Dit is een ganz dringend woord wat hier gebruikt wordt. De merker, dat zijn Friedmerker. Niet bis anderen in Fried wensen. Ik hoop dat valt alle goed uit. Ik hoop die has gelijk. Die wordt de bus doen het ruim doen. Ik wens dat je nog maar een dag zoont. En dan iemand even rustig zetten en leren zijn wanneer die dag wordt komen. No, dat zou niet worden. We hebben zijn ganz veel lui. We würden gleichen dat het maar alle friedlich toeging. De peace lovers. Yes, als het goed dat we wensen, als het goed dat we hopen, als het goed dat we dromen doen, als het goed dat we leven doen, dat we diesen Fried leven doen, en als het goed dat we van diesen Fried vertalen doen. Aber no, Jesus braucht Friedmerker. En dit moet we klar hebben, wat meint u daarmee? Fried moet gemerkt. Fried moet gemerkt. Wings Fried passiert keinmal durch een chance. Fried passiert keinmal uit zichzelf. En een Friedmerker is ook keinmal passief. En wat wil we moeten zijn? Een Fried is keinmal niks als een schlinzert kar, wat zich de bus laat even doel ween, als de wind aan komt. Wanneer ik met een red, dan am Friedehol met den aan zie ik op den zin ziet, en wanneer ik met een anderen red, dan red ik zoals die dan gezegd is, zodat ik met allen Fried. En dat is niet wat dit meint. Ein Friedmerker ist nicht passiv, der ist ab eine steht. Antwort noch mal beschuldigt sein, warum sei ich bist so einsichtig? Weil du erst bloß eine sieht. Wenn er sieht, welche? Du bist Gott oder Gott. Und wenn die dort beides nicht wollen, was ist du da noch? Gott sein Feind sein. Du bleibst der Batch. Du erst bloß entweder Gott oder entweder nicht Gott. Und so, ein Friedmerker ist nicht passiv. Dat is ik laat van hand treden van doel weg. Dat is niet een Friedmerker. En een Friedmerker merkt immer den Umfang. Heb je mal gedacht dat dat zeer überrascht is? Want een mens nu wil zeggen, no, ik kan niet gehen den. No, ik kan niet gehen den. Want die wel, die kon hier aankomen. Want die dollars even bij, dat is op te den. Ik kan niet gehen den. Ik meen, ik zie allemaal op. Als dat wat een Friedmerker is. No, een Friedmerker. Der krijgt nog maar weer een boezig in de niemand wie vertalen. Deze dingen moet we opklaren. En wanneer zich niet laten aankomen, wanneer zich niet laten voelen, wat doen we dan nog mal? Dan voeren we nog mal aan in de Evarosch. Den Friedmerker is daar wat het is onhoudt. Dit moet we daar gereden. They are up and doing. Een Friedmerker is die wat opjet en deed. So, wenn wir diese Bett wieder tot machen, Friedmerker, dann fängt es an, für einen Tag zu kommen, was Jesus da wirklich mit meint. Ein Friedmerker, zoals ik al zei, is niet bloß da,
Wat du proef zijn zich in amwacht te maken om een conflict in stich te gaan. Om zich een bruder in stich te gaan. Want du Trouble is mang bruder, mang andere mensen. En den best je in stich te gaan. En die doen ook niet proeven bis immer weer een strijd in stich te gaan. Oh, ik wil me wel strijden, maar ik ben den best toch leuk. No, nicht immer ist dort möglich, Streit in den Stich zu gehen. Nach mal, dann Friedmerker einfach Streit arbeiten. Wer wird du mit einverstanden sein? Ein Friedmerker kämpft durch, dass er nach mal was Streit arbeiten. Aber was muss er ohne Paulus? Reu den Streit an, mit dem, was er die Galater schreibt. Großen Streit. Dat der Streit, der wir so groß, wenn wir kijken naar Apostelgeschichte, Paulus en Barnabas, die kwamen in een hartstochtelijke strijd met deze falsche prediker. Die kwamen in een hartstochtelijke strijd. Die waren, die kwamen daartoe dat ze einfach würden, Paulus en Barnabas en andere Brüder in Jeruzalem schicken, um einfach mal nur sein Wort geht hier an. Maar wer kan met zo'n leer opgesteld? So ja. Een Friedmerker, der rijdt nog maar strijd aan. Een Friedmerker rijdt strijd aan. Dat zich dat door hem zal bedoeld, wo hand te reizen. Die doen niet bloß proeven, jeder ziet tevreden te stellen. Want Paulus dit had wilt, dan wordt er vielleicht gaan met deze aparte meeting gehad. Met deze falsche leraar wat dat evangelium kan verdrehen. Da wordt han today über einen Weg geredet. En dan wanneer naar Jeruzalem reist, en dan wordt today han een anderen Weg geredet. So, die proeven niet bij het Zieden tevreden te stellen. Nou, Paulus, wenn sie uns beschuldigt haben mit einseitig sein, weil Paulus würden sie dollar. Paulus würden sie in Notbett dollar beschuldigt haben, das ist einseitig. So, meint dort, dass wir nicht wollen, proben Frieden zu machen, zwischen beiden Seiten. Yes, wir wollen, aber wir sind auf einer Seite. Das ist auf Gott seine Seite. Dort erstens, der Mensch muss Frieden haben mit Gott. Ons heißt der Abgabe als Friedmerker ist, dass die Menschen mit Gott versöhnt sind, dass die erst mal Frieden haben mit Gott. Weißt du, was habe ich mal über gedacht, wenn Menschen Frieden haben mit Gott, dann habt ihr euch mal Aufreden mit anderen. Und die proben nicht, eine einzige Person zum Gefallen zu leben, oder to accommodate everyone, würde wir mal sagen. Die proben nicht, ein Friedenmerker ist nicht da, was du, das habe ich auch gesagt, zwei sieht, mit doppelter Zunge reden. Was sagt Paulus zu Timotheus? Wenn er redet von der Diakon, der soll nicht mit einer doppelten Zunge reden. Und was meint das, eine doppelte Zunge reden? Du bist mal eine Person und du merkst, für was die steht, und du stehst denen ein bisschen bei. Du wirst du keinen Streit anstellen mit denen, und dann bist du mit einer anderen Person, das ist von einer anderen Partie. Und dann probst du den zufrieden zu stellen, dort ist kein Friedmerker. Dort ist der Anfang von Plüderie. Und so, ein wirklicher Friedmerker, der ist da, so ich gesagt, das Erste, was er hat, dass der Frieden merkt mit Gott, dass der will haben, dass die Person, die aufredlich ist, dass der erstmal Frieden hat mit Gott. Und dann auch, dass der Frieden hat, wenn man sagen, dass eine Person ist, die was gegen uns hat, der will nicht mehr mit uns reden, der bringt sich in den Stich. So wie ein Friedmerker, wenn wir den dann bis Tag lassen. Wenn wir nicht mal uitgefangen haben, sollen, kann wir nur kommen. Einer mit den anderen. Ist dort ein Friedmerker? Nein, das ist nicht. Dann haben wir unseren Koppel waren einen Sohn begruft. Wir wollen uns bis gleich streiten. Wir sind ja so eine gutmeinende Menschen, nicht? No. So.
wo wir wollen besäuen, was ist dann das Model von Frieden machen? Wo ist das überhaupt möglich, Frieden zu machen? Weil erstens, wir machen das sein, das ist ein Werk von Gott. Frieden machen ist ein Werk von Gott. It's a divine work of God. Wir haben vielleicht nicht ein Wörterplot, vielleicht habe ich auch, da würde ich das nochmal absehen, aber divine, das ist eine Gotteskraft. Das hat mit Gotteskraft zu tun. Wenn es heute ist der Friedmerker. Gott ist der Friedmerker. Und Jesus ist der ganz boerste, der höchste Friedmerker, was jemals auf dieser Welt gewesen ist. Wenn Jesus kam und mir Fried, in seine Botschaft wird es immer klar, dass er kein Fried mehr. Sein Tod kauft den Fried. Dass er starb, mit dort kauft er den Fried. In sein Abstund macht den Fried offenbar. Und all das, was vorhergesagt wird von Jesus, den wird einfach den König von Fried genannt, oder den Prince of Peace. So wird das vorhergesagt. Das ist der Prinz, das ist der Prinz, der Fried bringt. Und so, der Engel mir das bekannt, in Jesaja 9, Vers 6, wo das Wort bekannt gemerkt von der Prince of Peace. Heißt der Prinz von Fried. Und als der Engel du sang in Lukas 2,14, wenn er sagt, dort du wird Fried sein, Gott soll im höchsten gelobt werden, weil du mal handbläden. Lukas 2, Vers 14. Das ist das, wo Jesus geboren ist, und wo diese Engel durch Verdach kommen, wo die Gott loben, und dann sagen sie, das ist Lut Gott im höchsten Himmel die Ehe kriegen, die Menschen auf die Erde Fried, die und die er ihnen gefallen hat. So, heute ist es die, was Camp diesen Fried merken. Und wenn Jesus ihr Schwem gehen leid, wo werden sie nicht immer? Go in Fried. Und gerutz euer gekritzigt wird, dann in Johannes 14, Vers 27, mein Fried lut ich günd. Oder mal hangehen. Johannes 14, Vers 27. Fried lut ich günd, meinen Fried gebe ich günd. Ich gebe günd nicht so aus dieser Welt gibt. Lut günd nicht das Hort beurteilen und fürcht günd nicht. Und so diesen Fried, mit was Jesus Aufschritt nahm, und mit was Jesus seine Jünger begrüßen hat, wenn er schwerer Verdacht kam, dass wir kriegt Shalom. Und wir wollen, dass Jesus sein Leben wie voll von Frieden mehr. Voll von Frieden mehr. Und dass wir seine Mission hier sabiert. Dass er Frieden macht zwischen Gott und dem Mensch. Und gerade der Frieden merken, aus Jesus selbst wird, hat der Himmel gegeben. Wir sind halt mal eben, und wir haben hier mal eine andere Botschaften gesehen, auch auf der Bibel stehen, dort wird ein gerechter Gott, ein heiliger Gott, mit so einer Sünder sollen tun, als wir sind. Seine Gerechtigkeit fordert, dass Gott sein gerechten Euer Macht über uns kommt. Bitte. Das ist das, wer du ansteht für uns. Aber da wer du ansteht für uns, da kann ich bloß so irgendwer sein. Der muss gut genug sein selbst, dass Gott kann gefallen an den haben.
En Gott konnte und wat wenden gefallen haben aus uns selbst. Als du ein Wort, wo Gott können gefallen und haben, bitte uns selbst. So, dann muss das hij selbst sein. En so, und das sehen wir dort, die wirkliche Friedmerker. Und diese Gerechtigkeit, Gott seine Gerechtigkeit euer, Gott seine Gerechtigkeit fordert dort, dass seine Feind bestraft man. Du kommt Jesus zwischen. Und du kommt da in onze steht, in das Evangelium, wenn ihr dort wollen, einmal immer studieren und kicken, du hast ein anderer, was du kommt in onze steht. Und da wird Gott in euer zufriedenstellt. Da wird Gott in euer perfectly zufriedenstellt. Nicht bloß, dass Gott bloß, weil ich das mal rum so annehmen. No, das ist nicht so eine Sache zufriedenstellt. Gott in euer, der wird perfectly zufriedengestellt. Perfectly. Dass Gott einfach selbst sich wundern wird über sich selbst und sagt, mit diesem ich sehr zufrieden. Die Anerkennung kriegt Jesus. Und das mit denen so sehr zufrieden, was die sehen, den Führer fragt, das der Führer auch. Und die sehen, die erste nu zwischen uns und Gott. Und die fragt den Führer für uns. Die stellt diesen Frieden zwischen uns und Gott. Dat als Gott seine Gerechtigkeit fordert, dass wir sollen für ewig verdammt werden. Christus steht dort zwischen. Und da hat Gott sein euer ganz zufriedengestellt. Du hast nicht mehr zu beschuldigen an der Sinne. Das ist 100% zufrieden. Und dann hat Jesus sagen, so, komm, das ist alle vorig. Das ist alle vorig, den sie in euer ist zufriedengestellt. Du hast nicht was von nie wieder was schulden. Kommt. Das ist alles vorig. Das ist, wo Jesus Frieden machen hat. Hij betont eine onuitsprechliche Samen für unsere Frieden. Jesus betont eine onuitsprechliche Samen, dass wir Frieden haben mit Gott. Nu, was wir uns machen früher. Wenn Jesus so viel getut hat, dass hij sich selbst, der Gott hat, so uitreichen hat, dass nicht, dass er nicht Gott wird. Aber er lädt Gott sein Hand, wenn er das nicht mit Gefühl, mit festhält, und er wird in uns steht, er wird geschlagen in uns steht, er selbst, das ist die Plotische Sache, und äußert sich selbst. Und er hat einen unuitsprechlichen Preis getut. So, wie kann Frieden haben mit Gott? Die Frage, die wir uns dann jemanden fragen, ist, was er wie wollen zu tun, zum Frieden herstellen? Was er wie wollen, wenn wir sehen, dass Jesus so viel getun hat? Was er wie wollen, dass uns das kosten können? So wie wollen unsere Arbeit lassen? Unseren Verdienst abzugeben, wo wir in dem Moment würden können haben. Und dann gehen und versöhnen uns. So wie wir uns even Dinge abzugeben, wo wir würden reich sein vor uns sein. Am sein es dort möglich ist, dass wir keinen Frieden haben, dass wir uns versöhnen können. Wenn du es anfriert zwischen Menschen, die vergeben, gläubig zu sein, Christen zu sein, du es anfriert, ich kann nicht top sagen, einer muss den anderen in den Stich gehen. Und meine Frau ist dann, sind dort dann alle Christen. Sind dort alle Christen. Wenn du nicht kannst, einen Bruder begrüßen, wenn der kann die Schrift anders verstehen. Der kann die so verstehen, und die kannst die aber einen anderen Weg verstehen, wenn es einer oder der andere wird noch fleischlich sein. Oder vielleicht noch bad. Und wenn der einer ankommt und der will ihren Frieden machen,
Der will mit die Doel sein, der will sein, wo kommen wir in Sterben, der will sein, der will diesen Fried sein, du Härtestall. Die nannst die in Christ, aber die kost den nicht lieben, die kost den so schlecht lieben, die kost nicht die dort ohne, und ich muss den begreifen, wann die wo erst die in weiten Weg rum. Bloß die den nicht das beje. Wenn das ist dort erst bei die Brüder und Schwestern, dann mag ich die sein, dann erst du vielleicht noch nicht Fried zwischen dir und Gott. Dann hast du noch nicht Fried zwischen dir und Gott. Wenn du Gott seinen Fried hat wirklich all begriffen, den Fried, was Christus zwischen dir und Gott gemerkt hat, dann kannst du keinen so großen Feind haben auf dieser Welt, wo die nicht willens bist, mit Dull zu sagen und über Dinge zu reden, wenn die in Verschiedenheiten gekommen sind. Aber das allein wisst dort. Jeder einer, wer du bist, wer immer der Tohar, wer immer hier bin ist. Und wir haben so ein Aufred unter uns, wir können uns nicht begegnen, wir können uns nicht einer mit den anderen verteilen. Und wir haben und noch so viel weniger. Wenn du da noch eingefragt wird. Aber Jesus wisst dort, wo trüblich das ist. Jesus wisst dort, wo gefallen wir sind. Wo totally depraved wir sind. Jesus wisst dort. Der sagt dort, der sieht dort jeder Tag. Und Jesus sagt, wo euch das Trouble ist mit uns Menschen. Aber heute tut sich nicht so, als wenn heute das nicht gesehen hat. Er hat einmal das Wort gehört, just sweep it under the rug. Er tut nicht bis, du sein unter der Rauch zu fehlen, dass es nicht sollte sein. Dass es soll Metalle abgerieben bleiben. No. Jesus tut nicht sich verstärken, er begruft dort nicht seinen Kopf im Sand. Bloß mit einer drastischen Solution, wo diesen Trouble gut abzufixen. Und das war Frieden mir. So sag ich seht, das hat am eine Gerassel zusammen gekostet. Dort, was ist das Erste, was wir haben in unserem Leben? Hier sagt er sich. Stimmt das, was ich so tun, zu Gott sage, wenn er hier verklärt hat? Was würden Menschen nicht alles geben, wenn er bis mal sein Leben raten kann, nicht? Erst du wenn wir alle an unsere Titel jeder gebunden sind. Wenn wir alle an unsere Titel jeder gebunden sind. Aber, was geben wir euer ab? Ans Leben oder die Titel jeder? Was ist das ganz Wertvollste, was wir haben? Was ist das Letzte, was wir gehen lassen? Weißt du, was wir lassen Geld gehen? Damit wir unsere Gesundheit holen können? Wir geben Titel jeder ab, les mal, wenn sie uns gekidnappt haben. Und wir wissen, dass wir bis einweicht, um das Leben nicht rauskommen. Und dass wir uns Titel haben, Gott abgeben und wir verkaufen dort und wir geben die Kidnappers dort, bis wir mit das heile Hütte davon kommen. So wie wir uns dort zu tun, weil du sagst, an der Rot ist. Ich sage, ja. Warum? Wenn das das Wertvollste, was wir haben. Wenn wir das manchmal nicht so hoch schätzen, das Leben, was Gott uns gegeben hat. Aber wenn das gestorben kommt, das ist das Letzte, was wir gehen lassen. Weil was glauben wir, wie Jesus sein Wertvollste, was er hat? Sein Leben. Den höchsten Preis, was jemals wer tun kann, für was geben, das ist sein Leben zu geben. Den höchsten Preis kostet euch tun. Weil Jesus das kriegt dort. Den höchsten Preis, was die jemals geht zu tun für den Nächsten, als sein eigenes Leben. Das war Frieden mit. Den Preis tut er, um den Frieden mit zwischen uns und Gott. Den Preis tut er. So, was war es wie Welt zu geben, zum Frieden mit? Wo wir Frieden machen, mit Eberei am Jüngelstuhl zaten, hoffentlich alles fällt fern uit. Wenn so schafft, ich kijk naar de nächsten als avondsmelig, wat dat halt. Ja, das kann halt. Der wird sich dann ein bisschen wenden, ja, euren über uns.
Oder vielleicht noch da, dass wir dann ein bisschen handschaftlich gekickt. Wenn dort eine Person ist, die einfach wirklich bloß eine Trouble sieht, und der sagt uns dann noch scharflich kicken, die ehrliche Worte. So, was sind die Methoden, die wir dann können brauchen, zum Frieden machen? Was haben wir für Methods brauchen? Wir machen uns eine Sockenlein, zum Frieden machen. Aber das wird nicht leicht sein. Frieden machen, das ist nicht leicht und das ist für uns nicht Geschmack. Heute mal über die Tag, das ist nicht Geschmack. Und das ist Krieg dort, wo das Pferd das Tollste arg verstehen wird. Wir können nicht beigeben für die Menschen, die Menschen mehr horchen nach Gott. Das können wir nicht. Wenn dann haben wir bald mit der ganzen Welt Frieden haben worden, sonst, wenn wir bloß die Menschen zum Müll reden, wenn wir bloß die Uhren kitteln, dann haben wir bald Frieden mit der ganzen Welt. Er da noch nicht mal, wenn die Menschen dann noch verschieden gesagt. Aber dann haben wir eine viel geradere Möglichkeit, dass die Welt uns dann gut aussieht. Aber du hast nicht die Frieden. Wer sich wünscht, Freunde mehr mit dieser Welt, der hat sich ein Feind mehr mit Gott. So unsere Hauptsache ist, dass wir Frieden haben mit Gott und dort Gott sehen, dort erstens Frieden ist mit Gott. Aber das wird nicht leicht sein. Mit Gott Frieden machen hat Christus getan. Und dort ist unser höchstes Ziel, was wir sehen, wenn du aufred hast zwischen zwei Menschen. Sag ich dir, die erste Hauptsache ist, dass sie erstmal Frieden haben mit Gott. Und wenn das so eine Person ist, die direkt mit uns Konflikt hat, dann soll wir erstmal uns selbst in ihr sagen, haben wir überhaupt Frieden mit Gott? Wo stehe ich zwischen Gott? Habe ich Frieden mit dem? Wenn ich Frieden habe mit Gott, ich bin 100% überzeugt, ich habe Frieden mit Gott. Weißt du was? Da wird mir das nicht so sehr schwer sein, wenn ich mir das auch mit Kosten lasse, um so einen Frieden mit den Nächsten. Das ist wie alle Beispiel, wo er das tut. Den Preis, was er geteilt hat, den jag euch zu bereden. Petrus braucht das sogar so, dass wir nicht mit Silber und Gold passiert. Warum braucht er Silber und Gold? Weil das ist die höchste Commodity, was wir auf dieser Erde haben, mit den höchsten Wert. So, dass wir nicht nur mit uns dort passiert, dass wir noch mit sehr viel mehr passiert, dass wir mit ihnen ähnlich leben. So, die Frau, die wir uns an den Stall machen, was er wie wollen uns zu geben, zum Frieden mehr. Was er wie wollen uns zu geben. Und das ist Krieg dort, wo du für und das ganz dollste arg verstehen wird. Dort, in 1791, ich habe Benjamin Franklin, hat mal zu John Adams geschrieben, dort Wort, blessed are the peacemakers, is supposed to be for another world. So, was er hat geschrieben ist, das Wort, was Jesus selbst gesagt hat, gesegnet sind die, selig sind die, die Frieden machen, das muss sich in einer anderen Welt geschrieben sein. Wenn es dort ist, dort, wo das schlechteste zu leiden ist, bei dieser Zeit. Und das ist doch nicht so. Das fühlt sich so, als wenn dort mal gesagt wem geschrieben sind, wenn es dort ab dieser Erde dort schien nicht zu lieben. Und so vielmals, wenn wir das hier studieren, das ist Matthäus 4, Vers 9, wenn wir dort lesen, wenn wir sagen, gesegnet sind die du Frieden machen, und dann kriegen wir jetzt ein freundliches Gesicht, und dann sagen wir, oh, das hat sich schön, nicht? And that's it. Like, what merken wir davon? Ich glaube, das ist die, auf Englisch sagen, we smile blatantly and say, oh, that's nice. Ist das alles, was das meint? Aber Frieden machen ist nicht immer nice.
Haben du mal even gedacht? Vrede meer, en dat geeft eenmaal een mes. En dat is een zware arbeid. En dat braucht tijd. En dat wringt ons verken van onze energie ganz uit. Van de kracht wat we hebben. Wie onze kracht wordt verken ganz uitgewrongen. Emotionalmente. Almost like, du blijft geen energie in ons. Wanneer de dag sterk is. Dat is met ons van wie een riet van wat door boezig schelen, de steinen die zijn alle also glipserig, zo met zo'n slime bewassen. En wie moeten de andere ziet, en de rifa die scheelt boezig. Maar wie moeten de andere ziet komen? De arbeid is gefährlich. En eenmaal vol wie in die arbeid proberen te doen. En eenmaal hebben we ons goed zelfs goed gekield. Met naar de andere kant zijn te gaan. En eenmaal komen we niet meer bij de andere kant. Maar een vredemerker als krijgt hij de jef zich in den drie van aan. Die moet naar de andere kant komen. En eenmaal vredemerken schafft niet immer. Dat schafft niet immer. En dat is krijg wat Paulus meint. Want hij zegt, wanneer dat mogelijk is. Wanneer dat mogelijk is. In Römer 12 vers 18. Römer 12 vers 18. Doet alles wat je kan wanneer het mogelijk is met alle mensen vrede te gaan. Doet alles. Hij zegt niet doet mes alles, doet een beetje. Maar waarom is het zo wichtig dat we hier doen en kijken doen? Wat Paulus zegt, wanneer het mogelijk is. Dat zal helemaal aan onze zijde veel. Van ons part veel. Dat zal helemaal van ons part veel dat we niet dat mogelijk doen hebben. Wat immer we hebben kunt. Maar dit is krijgt wat Paulus zegt, wanneer mogelijk. Wanneer het mogelijk is. Wie zal dat luisteren zijn in vrede te leven met al? En dat is een zeer klaar gebouw wat Paulus ons te geeft. Maar dat krijgt dit groot wat hij zegt, wanneer dat mogelijk is. Wings hij wist dat al, dat we niet immer mogelijk. Hij wist dat al. Moet we dan bijgeven, wanneer het anders niet mogelijk is? Moet we dan afloten van de waarheid, wanneer het anders niet mogelijk is? No, dan heb ik geen vrijheid toe. Wings dat is wat Paulus ons geeft. Hij geeft ons deze condition, wanneer dat mogelijk is. Wings anders dat we zijn, doet alles om vrede te gaan. Dat mijn compromising voor de waarheid, dat mijn bijgeven hier zo, bijgeven daar, en dat evangelium met het water dempelen, dat het niet gewoon zo gruwelijk is. Is dat wat Paulus hier meint? No. Hij zegt, wanneer mogelijk. En hij zelfs als de bijspel, wat weet hij bijgeeft van de waarheid, om vrede te gaan met de mens. Hij geeft niet een hoorbaarheid bij. Wanneer het hem voor de waarheid aanstaan, dan geven we niet een hoorbaarheid bij. Wanneer dat de onvrede geeft, dan is de onvrede niet met ons, dan is dat ook met God. Maar Paulus zegt dat wanneer het mogelijk is van ons part, zal we rein alles doen, wat we avonds kan doen. En dat krijgt wat hij meint, niet immer is dat mogelijk. Niet immer. Wens du zijn geen onvetter. En dat kan we niet doen met hij. Du zijn zo'n soort, die gewoon boostig het leven. En dat is alles wat hij nu ziet. Die hand einfach al van ver aan deze plan, deze onvrede te gaan. En die hand onvrede in jaag met jeden een, wo immer die zijn. Maar even met die zal we verzekeren, zijn vrede te meer alles wat we kan. Door dat we de waarheid compromising doen.
Und even mit euch, so ein Friede zu merken, aber danach sagt die Schrift, das wird nicht immer möglich sein. Aber warum wir alle nicht kicken? Wenn das sage ich, aber so weit ist das an die abhängig ist. Wenn wir mal kicken, dann dauert so viel, was das dann das dann kostet. Wenigstens das Zeugnis von der Kirche, von der wirklich biblischen Kirche, ist immer charakteriert, wo friedlich das ist. Wo soll der Proben in der Friede tragen? Wir haben einfach diese Abgabe von Gott. Dort von uns muss gesagt sein, wo ewig wir sind am Friede mehr. Wo ewig wieder zu sein. Dort soll uns dort nicht verschmieden. Meint das, dass wir immer mit anderen Kirchen mit einverstanden sind, mit anderen Menschen mit einverstanden sind? No. Einmal ist das gut, dass wir nicht mit einverstanden sind. Dass wir, so ist es nochmal gesagt wird, sometimes we agree to disagree. Agreeably. Einmal ist das einfach bloß dadurch, dass wir wollen uns einig, nicht mit einverstanden zu sein. Nicht in Einigkeit zu sein. Wenn das so ist, was von Gott wegleiten wird, wenn das eine Ehrliche ist, wenn das alle Dinge sind, dann immer hast dich, da wo wir uns einig, wir haben bloß eine Sicht. Und wir haben Gott seine Sicht. Und das ist, was die Bibel sagt. Du lässt wir nicht von auf. Gott will, dass seine Kinder Brevbücher sind. Nicht über den Feind in der Stadt nachluten, um unsere Stadt verstehen. Das ist nicht das Wort, Gott seine Kinder Brevbücher. Gott seine Kinder haben eine einzige Ursache, warum die Brevbücher, das ist, dass sie die gelernt haben, mit dem, was nicht in Gottes Volk leben, dass sie die das Evangelium bringen, dass die die Wahrheit bringen. Aber das kommt einen anderen Weg. Viele Kirchen von der ersten Tag, die haben Bregen gebaut. Und die haben die Bregen so eine Weise gebaut, dass das Gottlos in ihre Kirchen nicht kann. Diese Bregen, die müssen eine Scheckwalve haben. Heute mal über, da weißt du, was eine Scheckwalve ist? Der lädt bloß eine Weise durch. Der lädt bloß eine Weise durch. Und so, wenn wir Brevbücher sind, wenn wir Friedensmerker sind, dann haben wir das in Denken. Wir bühren wegen einer einzigen Ursache der Brei. Dort die sollen, kriegt dort, was Paulus deut. Er führt nicht Raum, seine Missionarbeit zu tun, muss sein Wort Cultures alle wir, von was der alles das meiste holen, und dann sein durch eine Botschaft aufzustellen. Paulus, der hat bloß eine Scheckwalve in seine Brei, und dass wir bloß einen einzigen wachen, dass wir dort Jesus Christus bekannt mehr, und dass er diesen Fried will sein, dass zu diesem Fried kommen, den was er all hat, und dass wir den Fried zwischen Arm und Gott. Und in jeder Mensch, wer der Fried hat zwischen Arm und Gott, der hat auch Fried mit dem Nächsten. Und wenn du einer hast, der hat bloß Konflikt, der kann den anderen bloß nicht leiden, dann sieht ihn 101% sicher, der hat noch nicht Fried mit Gott. Das lässt dann sein, wo soll er sich in Christ nennt. Das lässt dann sein, wenn er nach Salz Prediger ist, oder Diakon ist, wenn der dort nicht kann. Wenn der dort nicht kann und er nicht seinen Nächsten leiden kann, der hat nicht diesen Verlangen, Frieden haben, wenn der einfach mal Glück zu sein, wenn deine Person du hast, like, ich würde Leute sein zu verloren, den kann ich bloß gleich leiden, der hat noch nicht Frieden mit Gott. Und so der Brief, was wir bühren tun, der sind wegen einer einzigen Ursache. Den Fried, den selben Fried, was Jesus anbieten, den selben Fried kommen wir anbieten. Wir bieten das Evangelium an. Und so, ich bin der Meinung, diese Botschaft, die wird in einer halben Stunde durch, und nu ist die aber noch mal halb durch. Das wird die Erklärung. So, ich weiß nicht, wie das würden in 2 Parts nehmen. Aber was ist der Hauptsache? Wo fangen wir nicht an? Was tun wir dann mit das? Like, wo fangen wir an, Frieden zu bauen? Weil erstens, wer wird das für Gott bringen? Wer wird zu Gott reden von das? Ernstlich das für Gott bringen. Und das er mag in den Harten wirken.
wird noch unfriedlich sein. Dat hij mag in onze harten werken en ons dat aangeven dat wir mogen friedlicher sein, als wir sind. Ich glaube nicht, dass wir friedlich genug sind. Wir wollen uns nicht unschmieren. Wir haben noch viel zu schaffen, wir haben noch viel zu wussten. Und dass Gott diesen Verlangen in uns mag wirken, dass wir nicht schlupen können, wenn wir noch nicht Frieden haben mit diesen, oder mit Jan. Dass Gott uns diesen Iver mag angeben, dass wir dit Verlangen haben, Frieden zu machen mit allem. Waarom? Wens wie Jan en dort. Dat zij mogen alle geraad worden. Dat zij alle mogen diesen Frieden mit Gott haben. Wie Jan en dort. Und weet je wat mij niet zijn merken dat? Wenn wir uns Herden hier in die Christen nahen, und wir können uns nicht begreifen, wenn wir wo sein, oder wir machen uns weit in den Stich gehen, und wir glauben, beide Christen zu sein, und wir glauben, die beide im Himmel zu sein. I mean, hier ist was arg. Hier ist was sehr arg. Entweder einer oder der andere wollen nicht sein, oder die wollen die beide nicht sein. Die wollen nicht beide sein, das kann ich Ihnen garantieren. Wenn der Anfried hier so mank uns ist, mank zwei wat sich nahen Christen. Die glauben beide im Himmel zu sein, aber du hast von einer Seite oder vielleicht von der beiden Seiten so ein Anfried, dass sie sich nicht begegnen können, die kann sich nicht topsagen, die kann sich nicht versäumen. Die kann das hier auf diese Erde nicht tun. Dann werden wir uns nicht unschmieren und denken, die wollen beide im Himmel sein. Beide wollen die nicht sein. Entweder einer Wort und einer nicht, oder die wollen die beiden nicht sein. Was sagt Jesus? Wenn du am Weg nicht in Rechter bist, dann probier noch mit den Verklärer am Kloren zu kommen, euer jemand in Rechter sein. Wenn die durchstu sein, dass die nicht was über antworten und die wirst auf ewig die Strafe kriegen, was die verdient hast. Probier nicht in Weis mit den jener am Kloren zu kommen. Und das ist ein Abruf, was ein Peacemaker oder was ein Friedenmerker zu tun hat. Das ist unsere Arbeit hier aus Jesus seine Deiner, so wie Friedenmerker hier auf dieser Erde. Unsere Arbeit ist Friedenmerken. Und wir machen ab hier mit einer falschen Idee haben, was Fried ist, was Friedenmerker ist. Und so, ich kann das hier nicht alle in eine Botschaft nennen. Ich dachte so, das könnte vielleicht eine 5-minütige Botschaft sein von dieser Farge, aber ich darf auffangen, die nannte Kirchen, wow, das jetzt so viel deutlicher. Das jetzt so viel deutlicher, so, wir wollen das Messversagen machen in 2 Parts tun. Und ich würde hier gleich ein aufzuschließen, aber ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit für uns als Kirche, das durch dieses nächste Werk im Gebet nehmen. Dass wir das als eine Abgabe mit dem Haus nehmen, dass wir diesen Unraub nur Gott haben, sehr ernst nehmen und dass wir Gott ernstlich am Halb freuen und dass er uns das mag wissen, wo können wir Friedenstifter sein, wo können wir Friedenmerker sein. Nicht bloß Friedwünscher. Und dass wir wollen sein, mit den Jener, und das kommt noch wieder zu lang in der Botschaft, wo Jesus sagt, wenn du das magst, du den Opfer du bringst, das ist deine Gabe du für den Altar, und die fällt das du bei, dass du den Bruder, was je in die Haft, dann lass das du leben. Und gut sein die erste mit dem Bruder, dann kommst und bringst die Gabe. So, er sagt, dass es wichtig ist, dass die erste die versäuen, die Gott überhaupt was gibst. Das ist ein Druck, was wir auf uns haben. Er sagt gleich, wenn du den Bruder was je in die Haft, dann wach, was er erst kommt. Sieht man die, no, deine Arbeit ist dort. Warum hast du das beigefallen, dass dein Bruder was je in die Haft? Warum hast du das gemerkt, dass der was je in die Haft? Gott hat dir das geopenbart. Keiner merkt was, bis der Gott geopenbart hat. Und so, ich würde das gleichen, dass hier aus einer Abgabe, dass wir das ernstlich für Gott bringen, dass wir ernstlich am Kraft und am Weisheit prachen tun. Dass Gott uns das mag wiesen, was soll wir tun? Wir haben viel jeder. Wir haben viel Frieden zu merken. Und manchmal würde ich sagen, ist der Aufried nicht immer bloß Jan ihre Schuld.
Weet je wat, manchmal zijn we ook al te direct geweest. Manchmal haben wir nicht genug Geduld gehabt, mit dem, was noch nicht das verstehen kann. Weil die Lehre von der Gnade, die Doctrines of Grace, die, was die noch nicht verstehen kann. Das hält nicht, wenn wir das wollen, das mit Gewalt durch den Hals schieben, das hält nicht. Wir sind auch schuldig. Und wollen wir sein, wenn jene auch 99% oder wenn jene 95% schuld sind, und wir sind nur bis 5% schuld. Weet je wat, dat is danach onze opgave. Dat is danach onze opgave handelen. Wir würden können sagen, no, ich habe keine Schuld. Das hat Jana sich ganz selbst eingeäuert. Ich kann an jeder Prof den Apostel zu tun. Even danach, wenn das 100% Jan seine Schuld ist. Wenn das 100% sein einen Euer ist, da wir danach schuldig. Jesus sagt, wenn du das erwarst, dass dein Bruder was gegen dich hat. Das sage ich nicht mal, wenn du was gegen deinen Bruder hast. Er sagt, wenn du das magst, dass dein Bruder was gegen dich hat. Dann lässt alles leiden und go und versöhn die erst mit deinem Bruder. Dann kommst, bringst du ihn gut. Ich wünsche, dass wir ans Ziel, ich wünsche, dass wir an unsere harten Sache. Und nu habe ich ihn so hart vermummt. Nu habe ich ihn so abgeschwappt. Nu will ich mich abmachen. Nu will jemand jung, das was du da predigen hast. Nu wirst du besser machen sein, dass du dort auch noch kommst. Nu habe ich mich unter jeden Druck gesagt. Nu habe ich mich da gestellt, dort, wo ich das dann auch noch komme, wo ich selbst gepredigt habe. Und das wurde mich am Gebet frau. Das wurde mich ernstlich am Gebet frau. Mocht der Herr dort, wo ich mich will zu predigen, auch kann leben. Und dort ist das zu sein, als einer dort überhaupt selbst glaubt, was einer predigen wird. Wenn er das nur kann. Und hier kann wir nicht anders, als wir machen ans Mädchen sagen, Gott, ich kann das nicht. Gott, wenn du das nicht wirkst in mir, wenn du nicht das, ich kann das nicht. Das ist viel zu groß. Und möchte der Herr uns halten mit das. Amen. Wir beschließen mein Gebet. Lieber gerecht davor, wir kommen hier nochmals für dich. Und wir danken dir für deine große Gnade. Dass du noch einmal so geduldig bist mit so einer großen Sünde, als wir sind. Und Herr, wenn wir auch viel von Gnade und von Frieden, von alles reden, dann aber Herr, wir machen das sein, wo kalt wir kommen. Und wie lange nicht unser Leben du als einer für den anderen, als das soll sein. Und wie lange nicht unser Leben du als für die, so das soll sein. Herr, wir kommen in alle Wege so kalt. Aber Herr, mocht deine große Geduld immer wieder auf uns bleiben und mocht deine große Kraft über uns kommen, dass du mocht von uns so merken, als du wärst. Und Herr, mocht die ganz besonders uns Kraft geben, dass wir kriegt das tun, was wir von dir gepredigt haben. Dass wir kriegt das tun, dass Provenute kommen. Was du uns abgegeben hast. Dass das nicht ein Niveau ist, wie wir wollen, oder dass wir nicht wollen. Herr, du hast das all gesagt. Das ist unsere Abgabe. Und Herr, wir können das nicht. Wir sind nicht in Sturm, wir sind zu schwach. Uns alles regt nicht zu. Du willst kommen wie für die und wie für an deine Halb. Und Herr, musst du uns das geben, ein Hort um 4 für die Nächsten, ein Hort um 4 für Frieden, dass die Nächsten machen, deine große Gnade, mit deiner großen Gnade bekannt werden. Und Herr, dass immer mehr Menschen machen begreifen. Und wat van groten onvrede wie van een huid zijn gegen die. Und dass die große Euer über uns kommen wird, weil wir nicht versäumt sind mit dir. Herr, mocht uns das immer geraten werden und mocht diese ganze Umgehen verändert werden. Und in diesen selbstgerechten armenischen sein Ried kommen. Himmlischer Vater, du allein kannst das wirken und du willst kommen wie in die allein. Himmlischer Vater, ich bete auch für die Regierung auf der Welt und Herr, alle Wegen sei wie dass die das große Dinge. Die Satz kann ich drauf und die Satz unter den an. Und Herr, einziger Satz, die du Hand den Menschen strufen, der andere Satz, die du nennt, der Raden. Herr, dort ist alle in deine Macht und du verlobe die und wie kommen die. Und wir beten, Herr, dass alle Wegen, wo Ari ist und wo Menschen so zu leiden haben, mocht deine Genode sein mit ihnen und mocht die du raden und mocht die groß erfährste Rada sein. Und Herr, mochten sie abhören mit sich ab Regierungen von dieser Erde verloten und mochten sie sich immer Dollar ab die verloten. Und Herr, mocht die auch der Regierung in das Land Weisheit geben und mocht die all ihren menschlichen Sinn zu schon merken und mocht die dir dort wiesen, dass
dat die en die alleen herbas en die best ken ik en die zat op die troon. En dat ze zich alle mogen voor den zijn been en den honor kan en den zijn kussen dus het ons halmt, wij zeg. Euer dien grasel ja euer wat euer stek worden jeden end. Her moest die dat alle geven in Jezus' naam. Amen.